Wir diskutieren heute über 56.450.000 Euro am als ADR kleine Problem, dass man das als Modell de base nicht ganz viel kommentiert. He sollen durchschwenken, weil das viel darüber zu sagen. Herr Bauler als eine exzellente Introduktion aus einem Rapport, dass es schon ganz viele wichtige Elemente gehen. Und ich meine, dass der Wert darüber nutzen, denke, viel Sozialprojekte hier am Land gingen weit Männer Suche frohen, die man aber nicht realisieren, wie die Suchen, die hier im Blick zur Diskussion stehen. Und ich meine, das weiß nachher, wie wichtig das ist, dass wir es überlegen, wie wir die 56 Millionen hier ausgehen. Das mal erstens eine Möglichkeit für Kredite zu verteilen zu einer Zeit, wo die Verschuldung, wo viele Länder an der dritten Welt nicht zuhält. Das ist ein Problem, muss ich also auch überlegen, für Wert gibt die Kredite. Und wir haben hier eine Situation, wo wir ja aus sich all der Meinung sind, dass der Kredit hauptsächlich soll ein Investiment favorisieren, wie die BRD möchte. Und Herr Paulo hat auch gesagt, dass Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, die aus sich die Funktion überhält, die ökonomische Vernunft am Kreditwesen aber durchstellt. Hier gehen wir mehr an den politischen Bereich, und es können die bald so mehr an den ideologischen Bereich, an hier dort Herr Baulereis Beispiele gesagt, sodass in Krediter und Länder vergött, die selber nicht kreditwürdig sind und den klassischen Kriterien für sich mehr politische Projekte zu realisieren, wo sie auf andere Plätze keine Suche könnte kreieren. Das muss ich noch frohen. Und dann also auch an dem Rapport annimmt, dass die Schuld titrisiert wird. Bon, es wird auch behauptet, es wären AAA-Titren, die hier da gehandelt gehen. Wir müssen aber wissen, dass das Kredite sind, die wahrscheinlich oder mit einer größeren Wahrscheinlichkeit nicht remboursiert gehen. Dann ist es aber schwer nur zu vollziehen. Wen kann von AAA-Titre schwätzen, wie ein Garantien dann da Hand stehen, für das überhaupt zu ermöglichen, weil es sind aber Titren, die einen Wert repräsentieren, die nicht oder zu einem Deal nicht mehr remboursiert gehen. Ich meine, das wissen wir. Froh, die mir als muss stellen, auch geht ob der Entwicklungshilfe ugerechnet hier am Land. Ich meine, der Finanzminister kann das ganz sicher so in einer Form, dass ugerechnet geht, dass hier eine Selbstverständlichkeit, dass das muss auf vollem Umfang aber als Entwicklungshilfe ugerechnet gehen. Und da muss ich auch wissen, dass an dieser Kritik, den der bringt, wir haben ein Defizit am zentralen Budget von der Administration zentral vom Staat. Der Finanzminister hört das nicht gerne, wir rechnen doch gerne so, als wäre der Defizit noch nicht so präsent, als aber reell als du. Und an der Situation gibt es eine letzte Partizipation nach einem 6 Millionen hier, wenn wir so als ADR, dass den an so Zeiten, wenn ein Defizit hört, muss probieren, den Defizit wegzukriegen und nicht Ausgaben an die Luft setzen, die wie das hier von höchst politischer Natur, aber wahrscheinlich auch nicht der wirtschaftlicher Vernunft entsprechen, wahrscheinlich auch mal nicht im Interesse von den Entwicklungsländern, denen ja aber am meisten auch gedenkt werden, wenn wir besser Handelsbedingungen gänge schaffen, die hier langfristige Entwicklung gänge favorisieren. Ich bin auch überzeugt, dass es nicht der früheren Direktor von der Chambre de Commerce ist, den die Theorie unbedingt gegen dementieren. Dann als letzter Kritikpunkt mit als ADR immer gesagt, an allen Bereichen, wo wir internationale Verpflichtungen haben, dass wir mengen, dass wir als Lützeburg sollten einen proportionalen Beitrag bezahlen. Nicht mehr wie die anderen, mehr proportional zu unserer reeller Größe, zu unserer Wirtschaftsleistung. Und das ist hier nicht der Fall. Ich kann nicht hier Vergleichsdaten geben, wo reiche Länder, zum Beispiel die Kuwait, die bezahlt an 0,19% von den Kontributionen, Neuseeland 0,12, Singapur 0,15, Türkei 0,08, ein Land von über 80 Millionen Einwohnern, und Lützeburg bezahlt 0,2. Das ist also ein weit überproportionaler Beitrag, den wir leisten. Das ist mir als ADR konsequent kritisieren. Wir so an internationalen Organisationen sollen wir einen proportionalen Beitrag bezahlen und nicht als die pro Kap die allerersten Kontributeuren von internationalen Organisationen stellen. Ich kann also eine Ausnahme heute machen, ich muss eine Ausnahme heute machen, wenn wir auch heute dem Herrn Bauler immer gefolgt tun, als seine Rekommendationen wird man als ADR diese Projekt aber nicht mitstimmen.